Ja, wir wollen Jesus zusammen erheben. Wir wollen ihn im Mittelpunkt stellen. Und wenn wir heute über die Bibel nachdenken, wollen wir auch ihn im Fokus haben. Um ihn soll es gehen und ihn wollen wir auch überall da drin finden. Die Bibel, alltagskräftig. Mein Wunsch ist, dass wenn du heute heimgehst, dass wenn du den Livestream abstellst, dass du die Bibel mitnimmst in deinen Alltag hinein und sie selber für dich persönlich als alltagskräftig darfst erleben. Die Bibel ist ein absolut vielfältiges und farbiges Buch, auch in ihrem Wirken, was sie uns bewirken kann. Darum haben wir heute auch eine vielfältige, farbige Predigt. Darum ist auch Julia ganz da vorne mit auf der Bühne geblieben. Sie hat sich da eingerichtet mit ihrer Staffelei und eine Leinwand kommt nachher noch führen und Farben stehen parat. Weil die Bibel ist ein Buch, das tut man nicht einfach lesen und dann wieder versorgen, sondern die Bibel ist ein Buch, da nimmt man führen und das tut man bewegen und sich einprägen und darüber nachsinnen, Tag und Nacht, wie es im Psalm 1 heisst. Und es ist darum auch der Vers, den wir heute miteinander lernen wollen, aus der Offenbarung 3, Vers 20, habe ich gesagt, Julia, das wäre doch cool, wenn wir nicht das singen, sondern wenn wir das auch einmal noch malen würden. Und wir können ja jetzt nicht alle miteinander dafür kommen und malen, das wäre vielleicht auch noch lustig, aber nicht so Corona-konform. Aber darum habe ich Julia gefragt, ob sie uns den Vers malen aus Offenbarung 3, Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Vielleicht können wir gerade einmal zusammen sagen, ich tue es so vorsagen und ihr sagt es nach, dann hat man es schon ein bisschen im Ohr rein, ist gut? Okay, also Offenbarung 3, 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Jetzt gehen wir nochmal. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten. Und er mit mir. Ich bin gespannt, wir können nachher ein bisschen genauer schauen, aber ich lasse dich da mal arbeiten. Und sind wir gespannt, wie das auch bildlich dann dargestellt wird, was wir da alles dann entdecken können miteinander. Vielleicht bist du auch da und denkst, ja, die Bibel, alltagskräftig, tönt gut und recht, aber für mich hat die Bibel keine Bedeutung. Die Bibel sagt mir nichts. Ich habe gar keine Bibel daheim oder ich habe irgendwo eine in meinem Schrank, ich weiß nicht mal in welchem Tablar, uralt, noch nie vorgenommen oder schon ewig nicht mehr. Für mich hat die Bibel keine Bedeutung. Es gibt ja Leute, die haben ganz unterschiedliche Vorstellungen von der Bibel. Etwas, was man zum Beispiel manchmal hört, ist, ja, die Bibel, das verhebt wissenschaftlich nicht und darum glaube ich der Bibel nicht. Zum Beispiel redet sie da, dass irgendwie das ganze Meer geht auseinander und ein riesiges Volk zieht da durch. Das verhebt wissenschaftlich nicht. Ich glaube das nicht. Wisst ihr was? Ich glaube es auch nicht, dass das wissenschaftlich verhebt. Absolut keine Chance. Ich glaube es auch nicht, dass es wissenschaftlich verhebt, dass irgendeiner im Wal 3 Tage überlebt und nachher rausgespeuzelt wird. Ich habe zwar gerade jetzt diese Woche in 20 Minuten gelesen, kann man mal googeln, dass einer vom Wal irgendwie verschluckt worden ist und nachher wieder rausgespuckt. Das ist eine recht straube Story. Ich glaube es auch nicht, dass irgendwelche Lahmen geheilt werden können, dass es wissenschaftlich möglich ist. Es ist nicht erklärbar, dass Blinde plötzlich sehen können, dass Leute mit zerbrochenen Herzen geheilt werden. Und dass Jesus 3 Tage tot im Grab wieder aufersteht und wieder ein neues Leben hat. Das ist wissenschaftlich nicht erklärbar. Das ist etwas vom Coolen an der Bibel. Die Bibel tut uns nicht einfach berichten, was die Menschen mit ihrem Verstand herausfinden können über die Schöpfung, was ja auch sehr spannend ist, sondern die Bibel ist das Buch von Gott, wo der Schöpfer ist, vom ganzen Universum, wo nicht an die Wissenschaft gebunden ist, wo grösser ist, wo absolut unlimitiert ist. Und ich stelle mir so vor, ja, wie wäre denn das, wenn dann Gott kommt und sagt, ja gut, jetzt machen wir da mal ein Wunder. Oh nein, es gibt ja noch Naturgesetze, es geht gar nicht, ich kann es ja gar nicht machen. Wer hat die Naturgesetze dann erfunden? Oh, das wird dann schwierig, oder? Und darum etwas Cooles an der Bibel. Die Bibel erzählt von einem Gott, der unlimitiert ist. Und das, was wir da entdecken, das ist so spannend, weil es zeigt uns, was noch grösser ist als wir Menschen, was noch weitergeht. Für mich Berichte, Wunder,
wissenschaftlich nicht erklärbar, aber mit einem grossen Gott absolut möglich. Kein Hinderungsgrund zum Bibel zu lesen. Es ist auch trotzdem ein Buch, das sehr vertrauenswürdig ist. Also die einen Leute denken manchmal, das Bericht von Wunder drin, kann man dann das glauben? Ist das nicht einfach erfunden worden? Ein Thema, wo wir jetzt heute nicht mega darauf eingehen können. Unser Professor, den ich eingeladen habe für die letzten 2 Sündigen, mega spannend zum nachhören, wenn er nicht dabei sein konnte. Er hat ein Buch empfohlen, ich habe das dann einmal mitgenommen auf die Bühne. Glaubwürdig, aus guten Gründen. Also wenn dich interessiert, wieso die Bibel so zuverlässig ist, wieso dass es das Buch ist, das aus der Antike am absolut besten überliefert ist, mit am meisten Textzügen und wieso die Bibel vertrauenswürdig ist auch, dann lohnt es sich, um das Buch zu kaufen. Heute sind die speziellen Bibelbücher noch dort, um mitnehmen. Oder wenn man es im YouTube jetzt gesehen hat, dann kann man es natürlich auch beim Online-Shop beziehen. Vom Ulrich Wendel, glaubwürdig aus guten Gründen. Etwas, was man auch oft hört, ja, die Bibel, die ist zwar schon ein interessantes Buch, aber es ist viel zu kompliziert. Ein Buch mit 7 Siegeln, ich will das gar nicht anfangen zu lesen. Oder ich habe mal angefangen zu lesen ganz vorne und das ist so kompliziert geworden, dass es sagt mir nichts. Und jetzt ist es spannend, dass die Bibel manchmal wirklich ein kompliziertes Buch ist. Und wir uns fragen, wie können wir denn die Bibel verstehen? Wie kann sie uns ins Leben hineinreden? Wie kann sie uns etwas sagen? Im 2. Timotheus 3,16 steht, das sind Gottes Gedanken, dass die Bibel von Gott inspiriert ist. Also es ist wirklich irgendetwas in diesem Buch hinein, wo wir uns fragen, wie können wir das verstehen? Weil wenn es göttlich ist es vielleicht ein bisschen grösser als unsere menschlichen Gedanken. Im 1. Korinther 2, Vers 12, ich lese dort heißt es, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Verschiedene Sachen sind uns von Gott geschenkt, zum Beispiel auch sein Wort, seine Bibel. Und davon reden wir auch nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Also wenn du da bist und zuhörst und denkst, die Bibel ist mir jetzt kompliziert, dann kann das sein, dass du die Bibel in die Hand genommen hast und versucht, mit menschlicher Logik zu erklären und zu verstehen. Aber es ist mega wichtig, wenn wir die Bibel nehmen, dass wir sagen, es ist etwas Geistliches und wir wollen es auch geistlich verstehen. Dass wir sagen, Heiliger Geist, du uns zeigen, was es das bedeutet. Dass wir Gott bitten, Gott, du mir aufschlüsseln, was da drin steckt. Das heißt wieder, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Also mit anderen Worten, für einen natürlichen Mensch ist oft das, was man da liest, einfach dumm, Torheit, ein Seich. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Also Ermutigung für dich, wenn du die Bibel in die Hand nimmst oder denkst, nein, das mache ich lieber nicht, weil man versteht es eh nicht, dann geh mal daran und sag, hey, das sind Gedanken, die will ich nicht mit meinem menschlichen Verstand einfach nachvollziehen können, sondern ich will Gott bitten, dass er durch seinen Heiligen Geist mir zeigt, was es bedeutet, was es für eine geistliche, göttliche Bedeutung hat. Und plötzlich merkt man dann, dass da mega viel drin steckt. Vielleicht sagst du auch, ja, ich habe mich einmal mit der Bibel auseinandergesetzt. Das ist nichts für mich. Oft meinen die Leute, wenn sie sagen, ich habe mich mit der Bibel auseinandergesetzt, dass sie mal einen Artikel in der Zeitung oder so über die Bibel gelesen haben und dann entschieden haben, nein, das ist nichts für mich, das sagt mir nichts. Aber ich will dich auch ermutigen, wenn du das auch schon gedacht hast, dass du mal die Bibel wirklich selber in die Hand nimmst und sie aufschlägst und ihnen liest und sagst, Gott, redest du jetzt da zu mir? Was sind da deine Gedanken für mich? Und dann kannst du wirklich sagen, dass du dich mit der Bibel auseinandergesetzt hast. Wir wollen dann miteinander, wenn wir heute ein paar Bibelverse lesen, wir wollen es geistlich anschauen und nicht einfach nur mit irdischen Gedanken. Und dafür will ich auch beten. Danke vielmals, Vater im Himmel, großer Gott, für das wunderbare Buch, das du uns schenkst. Es ist ein Buch, das von etwas Größerem erzählt, als wir mit unserem Verstand fassen können. Und es ist ein Buch, wo wir eintauchen dürfen und wo wir immer wieder merken, wie du deine göttlichen Gedanken uns zeigen willst. Und so wollen wir dich auch bitten, für heute, für den Morgen, dass die Gedanken, die du uns mitgeben willst, deine göttlichen Gedanken, dass wir die geistlich verstehen dürfen. Dass sie uns nicht Torheit sind, sondern dass sie zum wertvollen Schatz werden dürfen. Amen. Es gibt ganz verschiedene gute Gründe, um die Bibel in den Alltag mit reinzunehmen, dass sie wirklich so richtig alltagskräftig werden kann. Ein Bild, das ich dir heute auch mitgeben will, ist das Bild vom Brot, vom alltäglichen Brot. Ich habe da 4 so Brot mitgebracht, auch auf der Bühne.
Für die, die keinen Morgen hatten, sorry, ich darf nicht essen kommen. Ihr müsst jetzt halt das anschauen. Wir haben zum Glück noch einen anderen Zopf zu Hause zum Morgen, sonst würde jetzt mein Bauch ein bisschen knurren da. Das Bild, das die Bibel braucht, die Bibel als geistliche Nahrung. Bei der natürlichen Nahrung ist völlig klar, dass man gut, vital ist, gesund, braucht eine ausgewogene, möglichst eine tägliche Ernährung. Das muss man heute nicht erklären, das weiß heute jeder Mensch. Und es gibt die wenigsten, die sagen, ich will absolut gesund leben und darum tue ich mal 5 Tage einfach nichts essen. Bei der geistlichen Nahrung ist spannend, genau das gleiche Bild. Eine tägliche Nahrung. Wir sollten nicht zu viel essen, sonst ist man dann voll gefressen. Wir sollten aber auch nicht zu wenig essen. Wir sollten gesund essen und wir sollten verdauen, das, was man isst. Das Bild von der geistlichen Nahrung. Das ist etwas, was schon im Alten Testament völlig klar ist. Wo das Volk Israel in der Wüste unterwegs ist. Viele kennen die Geschichte. Plötzlich geht ihnen das Essen aus und sie fangen an zu reklamieren und motzen. Und Gott schickt ihnen ein Brot vom Himmel, Manna, sagen sie dem. Aber es wird schon dort klar, dass sie nicht nur vom irdischen Brot leben, sondern dass auch eine geistliche Nahrung braucht, zum gut und vital leben. Im 5. Mose 8,3 heißt es, und er, Gott, speiste dich mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Also schon dort ist klar, das Manna soll ein Zeichen sein, dass es nicht nur eine irdische Nahrung braucht, sondern dass es auch eine geistliche Nahrung gibt. Und dass der Mensch von dem lebt, von dieser geistlichen Nahrung, die aus dem Maul von Gott rauskommt. Also wenn man sagt, ich will vom Glauben her, ich will geistlich topfit sein, dann braucht es eine gute geistliche Ernährung. Das ist eigentlich in dem Sinn dann völlig logisch. Im Jesaja 55, wo wir miteinander 2, 3 Verse heute lesen, die Schlüsselstelle von heute, sehr spannend, was dort über das Wort steht. Dort heisst es, ich fange da mal an, im Vers 2 zu lesen. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euer Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Also es wird da wie das Bild gebraucht, hey, ihr geht Brot kaufen und wiegt Geld ab und kauft Brot, aber es sättigt euch ja gar nicht. Das können wir jetzt sagen, wenn man das mit der irdischer Logik versteht, ist das ein bisschen dumm, oder? Weil wenn du Brot gehst kaufen, dann kannst du ja essen und dann sättigt es dich. Aber offensichtlich hat da der Schreiber einen geistlichen Gedanken dahinter. Hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes essen und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Also Gott sagt ihnen dort, hört auf mich, nehmt meine Worte und macht es zu einer Speise für eure Seele. Und es soll eine fette Speise sein. In den damaligen Ohren hat das wahnsinnig gut getönt. Heute müssen wir sagen, eine vitaminreiche Nahrung müsste es sein. Oder wie auch immer ihr das würdet ausdrücken. Für die Seele wird das werden. Ich habe 7 ganz konkrete Gründe, wieso die Bibel im Alltag alltagskräftigend ist. Der erste von diesen Gründen ist, die Bibel enthält Gedanken für Gott, für uns Menschen klar gemacht. Wenn ich weiterlese, da im Jesaja heißt es, sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Das ist schon mal ein ganz spannender Gedanke. Gott ist den Menschen näher. Man kann ihn suchen und offensichtlich kann man ihn finden. Das heißt wieder, der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und kehre um zu dem Herrn. So wird er sich über ihm erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Also als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, was sind das für wunderbare göttliche Gedanken in dem Buch? Gedanken von Vergebung. Gedanken davon, dass man umkehren zu Gott und er gnädig ist und er barmherzig ist und er gern vergibt. Manchmal denke ich so, das sind die Gedanken, die können wir fast nicht fassen. Was das bedeutet, dass Gott, der unendliche Gott, sich zu uns Menschen hingibt, angibt, näher gibt und dass er uns will vergeben. Und dann heißt es weiter, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch, wie der Himmel über der Erde ist. Das ist ja wirklich recht hoch, oder? So viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Es lohnt sich, die Bibel im Alltag vorzunehmen. Da drin lesen wir von den Gedanken von Gott, die so viel höher sind, wie der Himmel über der Erde ist, als unsere menschlichen Gedanken. Also wenn du sagst, mich interessiert, was denkt eigentlich Gott? Was beschäftigt ihn? Was ist so bei ihm da?
Dann kannst du die Bibel nehmen und lesen gehen, was da steht. Und jetzt denkst du vielleicht, ja genau darum nehme ich sie eben nicht. Weil die sind so hoch, die Gedanken, die checkt man doch nicht. Und darum gefällt mir die Bibelstelle so gut, weil sie geht noch weiter. Im Vers 10 heißt es, denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Sämann Samen gegeben hat und Brot dem, der isst. Genau so soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Das ist ein wunderbares Bild, das Wort von Gott, Gedanken von Gott in der Bibel drin, die so viel höher sind, aber wo es abregnet zu uns Menschen und richtig fruchtbar werden lässt und etwas wachsen lässt, etwas entstehen lässt und wo nicht leer wird zurückkehren. Also wenn wir die Bibel nehmen, ein guter Grund, um sie jeden Tag zu führen, ist, wir haben da einen Gedanken von Gott, die für uns Menschen verständlich gemacht werden, dass sie etwas bewirken können, dass es grünen und aufblühen und so richtig vital wird. Ein zweiter Grund, die Bibel ist eine wunderbare Art und Weise, um uns den Weg zu zeigen, wie wir im Leben vorwärts gehen sollen. Wir haben da ja am ersten Sonntag von dieser Serie einen von diesen Bibelvers auswendig gelernt, im Psalm 119, den Vers 105. Und darum sind die vorgekommen, weil ich habe gedacht, statt dass ich den vorlese, komm, wir tun den gerade nochmal zusammen singen. Die meisten wissen den ja noch auswendig. Danke euch vielmals. Danke vielmals sowieso euch Bands, dass ihr extra für die Serie 2 Lieder komponiert und mit uns gesungen habt. Das ist ja schon noch cool zum Bibelvers auswendig lernen, wenn man so einfach so eine Liedziele hat. Mega nice. Wir wollen aber auch ganz praktisch werden. Was bedeutet das jetzt, dass das Wort von Gott wirklich ein Licht auf unserem Weg ist? Wie sieht das ganz konkret im Alltag aus? Und ich bin gerade diese Woche bei meinem Mann daheim, beim Heinz Struppler, der wohnt ganz bei uns in der Nähe. Das ist so ein richtiger Mann Gottes. Was der bewirkt hat in seinem Leben, die einen kennen ihn aus seinem Buch raus, History Maker, oder sonst von den Sachen, die er gemacht hat. Also er hat verschiedenste Kirchen gegründet, die ganze New Life-Bewegung, die es gegeben hat in der Schweiz. Auch die ICF hat er gegründet, verschiedene biblische Ausbildungsstätten, also eine Bibelschule in Walzenhausen, oder das IGW hat er gegründet, das ISTL hat er gegründet, und eben, man kann ganze Bücher schreiben, was er für ein Mann Gottes ist. Und wir haben mit ihm auch darüber geredet, wie das er dann sich führen lässt im Leben. Und er hat gesagt, es gibt einen Bibelvers, der ihm da absolut zentral und wichtig ist. Und das hat mich sehr beeindruckt, weil es zeigt, wie er genau das gemacht hat, das Wort von Gott, ein Licht auf seinem Weg war. Er hat gesagt, es ist Josua 1,8. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht, denn dann wirst du gelingen haben auf deinem Weg und dann wirst du weise handeln. Er hat mir gesagt, er hat nicht in seinem Leben gewartet, bis irgendeine Berufung vom Himmel gekommen ist, um all die Sachen zu machen oder so. Sondern er ist jeden Morgen aufgestanden, hat die Bibel genommen, hat darin gelesen und, wie es da heisst,
damit du darauf achtest, alles zu befolgen. Er hat mir gesagt und er hat dann überlegt, wie kann ich das umsetzen, wie kann ich das wirklich befolgen und machen. Und dann hat er gesagt, weißt, Jesus hat ja gesagt, die Schafe von ihm, er als Hirt, die Schafe von ihm, die hören seine Stimme. Und ich habe einfach jeden Tag die Bibel gelesen, dann bin ich näher beim Hirt, dann höre ich seine Stimme. Und das hat mich schon sehr stark beeindruckt. Die Bibel nehmen, das Wort von Gott, sie im Alltag zu bewegen, zu pflegen und durch das auch zu sich reden lassen, dass es wie automatisch ein Licht wird auf dem Weg, wo man unterwegs ist. Ein dritter Grund, wieso es sich mega lohnt, im Alltag die Bibel zu lesen, ist, wir lesen nicht die Bibel, sondern die Bibel liest uns. Ein bekannter Spruch, mit dem will ich sagen, nicht wir lesen die Bibel, sondern die Bibel liest euch, so wie es im Hebräer 4,12 steht. In der Bibel hat es so viele Sachen drin, die mich manchmal ermahnen, wo mir manchmal den Finger auf einen wunden Punkt legen, wo mir manchmal Sachen aufzeigen, wo mich manchmal noch ins Hinschicken, etwas zu machen oder wo mich einfach sonst irgendwie berühren wollen. Und ich kann entweder sagen, ja, ich lese die Bibel und sage, was da drin steht, und ich beurteile. Oder ich sage, die Bibel soll mich lesen. Und ich will sie zu mir reden lassen. Im Hebräer 4,12 heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Also Ermutigung für dich, wenn du die Bibel führen nimmst in deinem Alltag. Sag nicht, ich tue die Bibel lesen, sondern die Bibel soll mich lesen. Dass sie mir auf die wunden Stellen heben, dass sie mich anreden, dass sie mich korrigieren, dass sie mich ermahnen oder auch ermutigen. Ein vierter Grund. Es gibt viele Leute, die sagen, ich hätte gerne einfach mehr Glauben. Ich hätte gerne so mehr spirituelles Leben. Einfach, dass mehr Post abgeht. Jetzt kann man sich fragen, woher kommt denn der Glaube? Man kann sagen, ja gut, ich versuche jetzt einfach mich mehr anzustrengen. Ich tue jetzt mehr glauben. Ich glaube. Aber die Bibel hat einen anderen Weg. Das heisst im Römer 10,17, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung und die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Mit anderen Worten, wenn wir die Bibel nehmen, wenn wir sie zu uns reden lassen, wenn wir auch in der Predigt sind oder einen Kommentar oder einen Bibelvers, einen Bibelkommentar dazu lesen, oder es gibt ja auch die Bibelzeitschriften oder Apps, es gibt so viele Sachen, wo wir auch eine Art wie Verkündigung haben im Alltag, dann fangst du zu uns an reden und der Glaube wächst automatisch. Also wenn du die Bibel in deinem Alltag führen nimmst, kann es sein, dass plötzlich dein Glaube immer grösser wird und du weißt gar nicht, woher das kommt. Da kommst du da zu Römer 10,17 und merkst, das Wort von Gott hat etwas angefangen zu bewirken. Ein weiterer Grund, der fünfte Grund, Bibel lesen ist Freundschaft mit Jesus. Manchmal denken wir, wie kann man eine Freundschaft pflegen mit Jesus? Wenn wir die Bibel lesen, dann redet ja Gott zu uns. Wir können auch mit Gott reden. Und das ist Freundschaft. In der Freundschaft tut man miteinander oft reden. Ich weiss nicht, wie ihr eure Freundschaften pflegt. Manchmal gibt es auch stille Momente miteinander. Aber manchmal, oft gehört auch dazu, dass man miteinander reden. Und mein Wunsch ist für dich, wenn du das Bibellesen hast, dann schau es als etwas Freundschaftliches an. Nicht irgend so, ja, jetzt tue ich mich zwingen, eine Bibel zu lesen und jetzt habe ich es geschafft und kann die Bibel wieder weglegen, so im Alltag, so hat es der alte Pastor gesagt, so muss ich es machen. Sondern es ist Freundschaft mit Jesus. Jesus selber sagt im Johannes 15, euch aber habe ich Freunde genannt. Freunde, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Wir sind Freunde von Jesus, weil er redet zu uns. Er hat uns alles weitergegeben, was er vom Vater hat. Und ein bisschen weiter heißt dann, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Also wenn wir die Bibel nehmen und uns als Freundschaft mit Jesus anschauen, dann merken wir, hey, es sind die wunderbaren Worte, die er uns weitergeben will. Und logisch, wenn wir sie von unserem Herr Jesus hören, dann wollen wir auch danach leben. Ein sechster Grund, wieso die Bibel im Alltag mega wertvoll ist heilig. Im Psalm 107, Vers 20, das ist ein ganz interessanter Vers. Ich denke über den nach. Ich verstehe ihn bis jetzt noch nicht ganz. Ich brauche noch ein bisschen mehr vom Heiligen Geist, Offenbarung. Das heisst da, er sandte sein Wort und machte sie gesund. Und dann noch etwas Zweites und ließ sie aus ihren Gräbern entkommen. Also, es wird da angespielt auf ein neues Leben. Das neues Leben nach dem Tod. Aber es wird auch angespielt auf Heilig, auf gesund werden. Das Wort von Gott. Ein siebter Grund, im Alltag die Bibel zu lesen, ist,
Jeder Mensch kennt Versuchung. Vielleicht bist du da und denkst, ich habe gar nichts mit dem Jesus zu tun. Ich bin gar kein Christ oder so. Aber Versuchung ist etwas, das kennt jeder Mensch auf dieser ganzen Welt. So, manchmal so der Drang, Sachen zu machen, wo man wüsste, sie sind falsch. Und interessant ist ja, gerade wenn wir die Bibel lesen, dass in der Bibel die allererste Versuchung, die kommt, genau gegen das Wort von Gott ist. Also wenn wir lesen im 1. Mose 3, dann kommt da die Schlange, der Teufel, kommt und sagt, hey, hat Gott wirklich gesagt? Das ist vielleicht auch eine Versuchung, die wir kennen aus unserem Leben. Hey, da Bibel, hat wirklich Gott da gesagt? Ist das wirklich so? Und dann die zweite Versuchung ist auch noch interessant, die man gerade findet in der Bibel, wenn man das einfach mal so chronologisch anschaut. Die zweite Versuchung, stimmt denn das überhaupt, was Gott da gesagt hat, so sinnesgemäß? Ist denn das vertrauenswürdig? Oder ist es eigentlich nicht völlig anders? Vielleicht auch eine Versuchung, die du kennst aus deinem Leben. Stimmt denn das überhaupt? So auch uns oft, was man heute hört, dass wir Menschen jetzt anfangen zu beurteilen. Ja, stimmt denn das? Gut, da hat es ein paar Verse, ja, die stimmen gut, die anderen stimmen nicht. Ich stelle mich wie über die Bibel und du anfangen zu beurteilen, genau wie das war bei dieser zweiten Versuchung, dass Menschen anfangen zu urteilen, was stimmt jetzt und was nicht. Es gibt noch ganz viele andere Versuchungen und interessanterweise die einzige Waffe, Offensive im geistlichen Kampf gegen Versuchungen, das ist das Wort von Gott, Epheser 6, Vers 17, und nehmt das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Vielleicht hast du das auch schon erlebt und sonst möchte ich dich ermutigen, das auszuprobieren, dass du das Wort Gottes, wo Wahrheit ist, den Versuchungen gegenüberstellst. Jesus selber hat das ja gemacht. Als er in der Wüste war und 40 Tage nicht gegessen hat, weil er gefastet hat, hat er Hunger gehabt, irdischen Hunger. Und er ist versucht worden vom Teufel. Und das ist genau die erste Versuchung. Es ist wieder um Brot gegangen. Das ist schon interessant. Und das heisst dann, und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Und wir merken schnell an der Antwort von Jesus, dass es nicht nur um irdisches Brot gegangen ist für den Hunger im Bauch, sondern dass es auch um geistliches Brot, geistliche Nahrung gegangen ist. Weil Jesus sagt als Antwort, der zitierte Vers, den wir gelesen haben aus dem 5. Mose. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. 7 Gründe, es gibt noch viel mehr, wieso das Bibellesen im Alltag mega viel Kraft kann entfalten kann. Und an diesem Punkt möchten wir ganz praktisch werden. Ich möchte dir heute ein Bild mitgeben, und zwar das Bild vom Brot. Wir haben da die Brot auf dem Tischli. Danke vielmals auch, dass ich nicht alle alleine backen musste. Das ist jetzt schon noch cool. Und ich sage dann nachher schon, welche ich gemacht habe, dass ihr wisst, welche die ruhig probieren könnt. Das sind dann die anderen und meine habe ich geschaut, dass sie einfach schön aussehen. Ja. Ich will, dass du das Bild mitnimmst für dein tägliche Bibellesen. Das gibt sicher den einen oder anderen Punkt da drin. Ich weiss nicht, wo du stehst. Vielleicht sagst du, ich bin jeden Tag, stehe ich am 5 Uhr morgens auf und du 4 Stunden Bibel studieren und lesen und so. Oder vielleicht sagst du, ich stehe auf am Morgen und 5 Minuten Bibel lesen am Tag. So eine Power-Energie-Regel für jeden Tag, das ist das, wo ich im Moment gerade unterwegs bin. Aber das Bild vom Brot, das will ich dir mitgeben, egal wie dass du unterwegs bist mit der Bibel. Ich tue mal die Brötchen hier auf die Seite. Das erste von diesen Brot, das hat diese Form von einem B. Wenn du an das Brot denkst, die Bibel, unsere geistliche Nahrung, das Allerwichtigste ist, dass wir die Bibel wirklich in die Hand nehmen. Ich will dich ermutigen, einfach jeden Tag 1, 2, 3, so viel wie es für dich gerade dran ist, Bibelverse zu nehmen. Also wenn du denkst, Bibel, Brot, okay, B, ja, ich nehme sie in die Hand. Die Bibel, dort fängt alles an. Also das erste B steht, nimm die Bibel wirklich in die Hand und behalte sie nicht einfach in deinem Schrank. So. Hebt. Ja, gut. Perfekt. Also B für Bibel. Nimm die Bibel in die Hand, hol sie führen, jeden Tag einmal, 5 Minuten oder so, wie du das gerade machst. Ich weiss nicht, wie ihr das macht. Ich wäre jetzt gespannt, 2, 3 Stimmen von euch zu hören. Das machen wir auch. Das Mikrofon ist schon parat. Es gibt sicher verschiedene Leute, die Erfahrungen haben. Mich nimmt es Wunder, wann ihr die Bibel lesen? Am Morgen, Mittag, Abend, unterwegs oder so. Wie? Nehmt ihr eure Bibel führen? Habt ihr mega dicke oder mit dem Handy? Mich nimmt es auch Wunder,
liest der ein oder andere mit so einem Bibelleseplan zum Beispiel oder mit einer App oder so oder mit eigenen Gedanken aufschreiben. Jetzt wir wundern 2, 3 Beispiele von euch, wie das ihr täglich die Bibel nehmt und sie so in euren Alltag integriert. Also, Steffi ist bereit mit dem Mikrofon. Hat jemand ein kurzes Beispiel, wie das er die Bibel in seinen Alltag integriert? Das kann ja ganz vielfältig sein. Vielleicht kann man sich kurz melden, dass man die Steffi weiss, wo sie anlaufen muss. Dort ist jemand, da vorne auch. Wirklich sind wir am Morgen, gerade wenn ich aufgestanden bin. Und ich finde es cool, wenn ich einen Vers oder eine Stelle dann in so 3, 4 verschiedene Übersetzungen kann lesen und so ein bisschen vergleichen kann. Ich lese auch am Morgen und ich habe 3 verschiedene Andachtsbücher, die ich drin lese. Mit verschiedenen Stilen. Und am Abend, nur kurz, habe ich auch noch für am Abend ein Andachtsbüchlein, wo ich drin lese, wo ein paar Bibelverse drin sind. Ich lese die Bibel auch am Morgen und ich tue nach dem Bibellesebundplan so einfach die ganzen Abschnitte und es hat dort immer sehr gute Erklärungen und ich habe schon so viele Aha-Momente gehabt und das tut immer gut. Also wir lesen immer miteinander am Morgen die Bibel, jedes Stück und so, und dann diskutieren wir noch ein bisschen drüber und etwa nehmen wir auch noch Bibellexikon, um etwas nachlesen, so ein bisschen, und das ist es eigentlich am Morgen. Manchmal tue ich auch unterwegs hier eine Predigt hören oder ein Referat, Monika auch. Also so einfach, dass wir geistig immer da sind. Danke. Super, danke vielmals. Da haben wir 4 ganz unterschiedliche Beispiele gehört, vom Zeitpunkt her alle am Morgen, aber zum Teil zusammen mit Bibellesebund, mit anderen Büchern, Kommentaren, Andachtsbüchern. Es wäre jetzt spannend, vielleicht auch noch ein bisschen von den Jungen zu hören. Die sind sicher auch noch da und dort mit Apps unterwegs und so weiter. Es gibt ja mega viele auch Apps und mit Bibelleseplänen oder einfach zum Bibellesen, was auch immer. Vielleicht spannend auch zum Austausch, aber etwas, was ich selber merke, ich muss mir selber immer wieder den Raum freikämpfen. Das ist etwas, was so schnell einfach in Vergessenheit geraten. Die Leute denken manchmal, ja, der Pastor, der tut so in den ganzen Tag die Bibel lesen. Und manchmal, wenn ich eine Predigt vorbereite, mache ich das auch. Aber so wirklich für mich die Bibel zu nehmen und im Alltag zu integrieren, Gott zu mir reden lassen, ich merke, dass ich immer dranbleiben muss und dass ich wieder sagen, doch, ich will und mir den Zeitraum suchen im Tag. Da, an diesem Zeitpunkt ist es gut und eine gute Gewohnheit mir aneignen, dass sich automatisiert. Das ist etwas, wo ich selber immer dranbleiben muss. Und ich weiss nicht, wie es dir geht, aber ich will dich ermutigen, wenn du an das B denkst, nimm sie für deine Bibel und du dort drin lesen. Der nächste Buchstabe ist das R. Jetzt hoffe ich, ich bringe das auch gut da drauf da irgendwie. So. Jawohl. Das R vom Brot für reflektieren. Also wenn wir den Bibelvers haben, ich glaube, es ist mega wichtig, egal wie viel das du liest, ein Vers oder 10 Kapitel, dass wir es nehmen und bewegen. Dass wir sie in unseren Gedanken bewegen. Es ist wie mit dem Brot eigentlich. Das ist eines, das ich gebacken habe. Das ist ein bisschen hart. Ein bisschen trocken. He? Aber aussieht es fein, gell? Manchmal müssen wir die Bibel nehmen und richtig durchkommen. Ich muss ja schauen, dass ich das irgendwie runterbringe. Durchkatschen, ja. Manchmal ist es ein bisschen zäh, gell? Das gibt's. Oder ein bisschen trocken. Oder ein bisschen hart. Oh Andi, bist mir gnädig. Danke vielmals. Er holt ein Glas Wasser, das ist tipptopp. Ich glaube, beim Bibellesen gibt es oft auch, dass man einen Zähnebrocken verwünscht und ein bisschen Käuen dran. Oder etwas, wo einem manchmal ein bisschen zwischen den Zähnen kleben bleibt. Und ich habe gedacht, wenn wir Kühe wären, könnte ich sagen, manchmal muss man es auch wieder käuen. Danke vielmals. Im Psalm 1, Vers 2 heißt es, wohl dem, der seine Lust hat am Gesetz, also der Wort von Gott, des Herrn, und über sie nachdenkt, Tag und Nacht.
Also wenn du einen Bibelvers hast, wo du am Morgen, Mittag oder Abend liest, dann tust du reflektieren, du darüber nachdenken. Wir haben verschiedene Bibelverse jetzt auswendig gelernt. Das ist eine wunderbare Art, um darüber nachzudenken und zu vertiefen und zu reflektieren. Und eine wunderbare Art ist auch, dass man es zeichnet. Ich sehe, das hat schon viel Farbe gegeben, aber auch noch eine grosse weiße Fläche. Darf ich bald zu dir kommen, Julia, und ein paar Sachen hören? Da sind wir dann gespannt. Ich weiss, es gibt verschiedene kreative Leute, auch zum Beispiel bei uns in der Gemeinde, die Handlettering machen. Meine Frau zum Beispiel tut Bibelverse oft auf Zettel schreiben und in der Wohnung aufhängen, dass man es am Tag wieder sieht und darüber nachdenken kann. Und, ja genau, dort hat mir Gott das gesagt. Darum wird das dann so wichtig, kann es so wichtig werden für den Alltag. Auch der Vers, den wir heute haben, wir werden ihn gerade noch mal zusammen sagen. Ich habe den versucht, heute Morgen noch schon ein bisschen voraus auswendig zu lernen. Ich stehe vor der Tür und plötzlich, als ich den auswendig gelernt habe, ist mir ein Wort so im Blick hineingeschossen. Siehe. Es fängt an mit Siehe, ich stehe vor der Tür. Siehe. Kann man dann Jesus sehen, wie er vor unserer Herzenstür steht? Ist das vielleicht auch eine Aufforderung, habe ich mir plötzlich gedacht, hey, zum Hinschauen. Jesus ist ja da, siehe. Schau mal an. Und ich habe angefangen, über das Wort nachzudenken. Wieso steht das jetzt da? Da sehe ich Jesus, wie er vor mir steht. Ich habe mir das wie so vorgestellt. Manchmal wird einem plötzlich ein Wort, wenn man so darüber nachdenkt und das durchquetscht, mega wertvoll. Komm, wir sagen es doch nochmal, den Vers. Ihr erinnert euch, gell? Sie steht vor der Tür und dann kommt das mit dem Klopfen und mit dem Abendmahl und mit dem Reingehen und so weiter. Wenn wir es gerade miteinander mal probieren. Viele kennen den ja, gell? Komm, probieren wir es. Offenbarung 23. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm das Abendmahl halten und er mit mir. Darf ich das Mikrofon haben, Steffi, bitte? Nein, das lange. Danke vielmals. Ich komme jetzt mal zu dir mit dem Bild. Die sind die Finger ein bisschen farbig geworden. Wäre es möglich, dass du den Stuhl ein bisschen kannst wie überrutschen kannst, dass man mal einen Blick darauf werfen könnte? Ja, natürlich zwischen ihnen auch schon vorher geschaut, gell, was da alles am Entstehen ist. Jetzt würde es mich interessieren, was du für Gedanken gehabt hast, wie du auf das Bild gekommen bist. Ist das eigentlich schon fertig? Nein, ich schaue schnell, ob das Mikrofon noch angestellt ist. Das war noch nicht angestellt. So, jetzt. Kann ich die Maske nach? Ja, gerne. Abziehen? Ja. Okay. Wir wollen dich gerne verstehen. Also, nein, es ist noch nicht fertig. Ich habe jetzt gemerkt, es ist viel zu nass noch, um ein paar Details, die ich gerne möchte, nachher noch zum Ausarbeiten. Ja. Mhm. Genau. Dann nimmt es uns natürlich Wunder, was für Gedanken du hast, wo du das Bild angefangen hast zu gestalten. Ja, also das ist mir der Vers, den wir jetzt gerade zusammen einmal gesagt haben, hast du mir mitgegeben. Und ich habe mir so überlegt, okay, was könnte man da malen? Gut, er redet von einer Tür, er klopft, er redet, dann gibt es ein Essen, aber irgendwie habe ich dann gedacht, in diesem Vers geht es für mich nicht darum, dass man das sieht, sondern darum, dass Jesus einfach kommt, an unsere Tür klopft und sagt, hey, ich bringe dir das grösste Geschenk vorbei. Und für mich ist das, also die weiße Fläche sollte weiß bleiben, weil ich habe mir so überlegt, wenn Jesus kommt und uns das Geschenk gibt vom Abendmahl, das auch symbolisch ja für seine Auferstehung und für seinen Tod ist, wo wir Erlösung haben drin, ist es für mich so ein Einblick in das Wunderbare, was er für uns eigentlich schon lange parat hat und wo wir dann durch den Sündenfall halt auch wieder getrennt worden sind. Und deswegen ist es für mich so das weiße Reine, wo er uns wieder anbringt und jedem Einzelnen vorbeigeht und anklopft und sagt, hey, schau, das ist mein Geschenk. Mhm. Und deswegen ist es auch schwarz und dumm, weil es so einen Einblick gibt und so wie ein Fenster ist und es noch nicht da ist, aber er zeigt es uns schon ein bisschen. Mhm. Und jetzt habe ich gesehen, du hast angefangen, Sachen gleich noch rundum zu malen, das verschiedene Farben, oder da hat es Blumen, dort auch, das glaube ich auch. Genau. Es sollte alles noch ein bisschen Blumen reingeben. Für mich ist auch so, also wie kann ich das erklären? Gottes Schöpfung gehört auch zu seinem genialen Plan und all die Farben, die er geschaffen hat, das ist irgendwie für mich so
seine Liebe und so der Ursprungsgedanke. Und deswegen habe ich neben dem Weißen, wo die Reinheit für mich auch darstellt, habe ich die Farben und dann auch Pflanzen und Blumen reinbringen, dass man auch den Aspekt von der Schöpfung, der für mich sehr verknüpft ist, auch drin hat. So in dem Geschenk, das er kommt und uns anbietet. Mega cool, ey. Danke vielmals. Machst du das Bild, wann machst du es fertig? Wenn ich Zeit habe. Julia geht natürlich nachher wieder über, weil sie ist auch in unserer Band. Aber wir lassen das mal da so stehen. Schon fast vollendet, aber noch nicht ganz. Ist vielleicht auch ein schönes Bild, weil die Bibel redet zu uns und es ist nie vollendet verstanden. Es bleibt immer noch ein bisschen. Also danke vielmals dir und einen herzlichen Applaus. Ja. Mega cool. Also vielleicht bedeutet für dich das Reflektieren, auch mal anzusitzen und den Bibelvers zu malen und so zu vertiefen und darüber nachdenken. Das O. Ohren, offene Ohren. Ja. Es ist mega wichtig, wenn du die Bibel liest, egal wie lang, 5 Minuten oder 20 Minuten oder eine Stunde, dass wir offene Ohren haben. Weil es ist ein geistliches Buch, das wir geistlich beurteilen wollen. Wir wollen hören, was Gott sagt. Darum mach deine Ohren vom Herzen auf. Jedes Mal, wenn du die Bibel führen nimmst, ich merke oft so schnell, man liest es einfach und denkt, ja gut, aber die Ohren aufmachen. Gott, was willst du mir da dazu sagen? Was willst du mir mitgeben? Und dann der letzte Buchstabe, das T. Für Tat, für Tun. Es nützt nichts, wenn wir die Bibel lesen, wenn Gott zu uns redet, wenn wir unsere Ohren aufmachen und wenn wir dann einfach in den Alltag hineingehen. Sondern wichtig ist, dass wir es mitnehmen und das auch tun. Dass wir das auch machen. Und das soll eine Ermutigung sein. Ich glaube, wenn du 5 Minuten am Tag deine Bibel nimmst, wenn du darüber nachdenkst, vielleicht auch durch den Tag durch mal die einen Vers in Erinnerung rufst, wenn du sagst, Herr, ich will offene Ohren haben für das, was du mir sagst, und ich will das auch tun, was du mir sagst, dann wird die Bibel etwas sehr Alltagskräftiges für dich werden. Was nimmst du mit? Welcher Gedanke hat dich angesprochen? Vielleicht nimmst du einfach das Bild mit vom Brot. Brot, so mit der Bibel in den Alltag hineinzugehen, dass es zum täglichen Brot werden kann. Ich möchte gerne beten. Danke vielmals, Vater im Himmel, für dieses wunderbare Wort und dass es unsere geistliche Nahrung sein darf. Danke, dass du es uns mitgibst in den Alltag. Und man kann viel darüber reden, man kann viel darüber debattieren, man kann Bücher darüber schreiben. Aber wichtig ist, dass wir sie in die Hand nehmen, die Bibel, dass wir sie aufschlagen, dass wir darin lesen, dass wir unsere Ohren aufmachen und dich reden lassen. Und wir wollen dich bitten, dort, wo wir in den Alltag hineingehen, dass du durch die Bibel zu uns reden. Ich möchte dich bitten, dass wir auch den Druck ablegen dürfen. Last, die wir uns manchmal machen, oder so Gesetzlichkeit, ich muss jetzt die Bibel lesen. Sondern dass es für uns eine Freundschaft sein mit dir. Ein Reden mit dem lebendigen Gott. Dass es göttliche Gedanken sind, die in unseren Alltag hineinkommen. Und wir möchten dich auch bitten, Jesus, für die Momente, wo es uns etwas zu catchen gibt, wo wir etwas nicht verstehen, wo etwas ein bisschen zäh ist, dass du auch das für uns zu einer besonders guten Nahrung machen. Und wir wollen dir Danke sagen, dass dein Wort, Vater im Himmel, auch wenn deine Gedanken so hoch sind, wie der Himmel über der Erde ist, im Vergleich zu unseren Gedanken. Danke, dass es fruchtbar wird in unserem Leben und dass es grünen, dass es aufblühen und dass es nie leer zurückkehrt. Amen.